Es geht weiter immer heiter bei Fire Emblem Three Houses. Wir sind bei der großen Schlacht von Kapitel 8. Und das Dorf Remir scheint wohl ziemlich im Arsch zu sein und zu stecken, weil die Dorfbewohner drehen irgendwie durch. Oder zumindest nur ein Teil. Das war jetzt irgendwie ein ganz friedlicher und da ist einer, der tobt. Ich kill euch alle. Okay, nicht gut. Geröll, hier ist alles im Arsch. Das ist auch wieder so einer. Also ich muss erstmal die irgendwie platt machen. Ach du Scheiße. Da ist Thomas. Was macht der hier unten? Ja, wie soll ich so schnell hier runterkommen? Mysteriöser Soldat. Hä? Warte mal, mysteriöser Soldat, mysteriöser... Hä? Hatte gar keinen Sinn. Okay, in Ruhe. Da ist Petras Ding, da ist wieder ein mysteriöser Soldat. Okay. Alter, sind ja alle am Arsch. Also sprich, ich muss überall... Okay, Peter geht erstmal oben links hin. Hier ist Geralt, das lobe ich mir. Das sind seine Soldaten. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum. Okay. Oh, jetzt hin. Nee. Der mysteriöse Soldat, was zum Henker? Ein Heilfeld? Sieht trotzdem für mich so aus, als gäbe es hier noch einiges zu tun für uns, Freunde. Und vor allem schnell zu tun. Also, wir müssen uns hier beeilen. War da heißt Ferdinand. Jetzt muss ich ein bisschen anders vorgehen und für Flieger passierbar. Das ist natürlich scheiße. Das geht direkt hier durch. Ja, da heißt Flieger plus Ferdinand. Also Ingrid plus Ferdinand, sorry. Wir müssen schnell hier rüber, beziehungsweise Ingrid sogar hier rüber und die erstmal so platt machen. Dann könnt ihr da schon mal die Agro auf euch ziehen. Jetzt überlege ich gerade, glaube ich, schicke Raphael nach vorne, damit er die Agro auf sich zieht. Und zwar hier. Das könnte, glaube ich, sogar Sinn machen. Dann macht ihr diese platt. Zusammen mit Dorothea vielleicht. Oder Petra. Ne, Petra sollte darüber. So ein Flieger passierbar ist. Aber irgendwie muss ich da rüber kommen. Ah, okay, ich muss so durch. Ich meine, ja, wenn er mehrere Flieger hätte, wäre es kein Problem. Aber habe ich jetzt leider nicht. Okay. Ich werde erstmal ganz kurz noch die Einheiten checken, wer alles mitkommt, wer Adjutanten ist, etc. etc. Ich darf 10 Stück mitnehmen. Michael Edelgard sind sowieso gesetzt, ist also soweit klar. Raphael kommt mit, logischerweise. Dorothea auch. Das sehe ich nicht, damit so was anderes sein sollte. Shami natürlich auch, er braucht da unbedingt Bogenschützen. Ferdinand für die Reichweite ist auch klar. Ingrid haben wir schon erwähnt, die muss auch mit, wegen der besprochenen Reichweite. Und dann haben wir schon mal ein Problem. Schon mal 10 weg. Super. Und aber trotzdem langsam, aber sicher gerne mal Mercedes einsetzen. Nur, ja. Auch mehr so zum Heilen, so wie Linhard, wa? Kaspars Adjutant. Nee, da muss nicht sein. Kann ich nicht einfach... Probiert wieder mal außen vor, wa? Ja, mittlerweile ein bisschen problematisch. Also, gehen wir mal ganz kurz durch. Wer muss alles mitkommen, wa? So ein bisschen entlassen. Also, generell hätte ich gesagt, Shamir, ja, Ferdinand, ja. Raphael, ja. Petra, ja. Ingrid, ja. So. Bernie. Sollst du mal kurz aussetzen? Dann habe ich einfach 2 Schützen. Theoretisch 3, obwohl du ja eigentlich eher Heiler bist. Das macht Sinn. Dann kommt Linhard auch mit. Dorothea, ja, du bist Magierin, aber ich glaube, ich packe dich lieber mal als Adjutant mit rein. So, wir noch 2 übrig. Dann würde ich eben gerne mal Mercedes mitnehmen ins Team. Kann noch mal einer mit. Bernadetta. Ich
glaube, ich nehme echt Kassen mit, weil ich muss hier schnell vorankommen. Hubert wäre zwar in seiner Magie auch nicht schlecht, aber die könnte mitunter vielleicht schnell ausgehen und er hat auch nicht so viel Verteidigung. Nur 7. Ja gut, er hat auch nur 9, aber... Eigentlich ist Kasper echt schwach. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber er ist eigentlich recht schwach. Mann. Gut, er ist erst Level 12, hä? Er ist Level 12, er ist noch nicht... Doch, entwickelt ist er schon. Scheiße. Gut, ich gebe ihm noch eine Chance. Das wird ziemlich sicher die letzte Chance für Kasper sein. Wenn er sich dann nicht bewährt oder so, dann ist halt Ende im Gelände. Okay, machen wir so. Ich suche es mit der Truppe. Das ist soweit klar. Dann, Kasper, komm doch bitte mal ein bisschen weiter nach vorne. Petra macht momentan hier auch nicht Sinn. Den hätte ich doch gerne Shamir da. Obwohl, sind das irgendwelche entweder Schwerttypen, wa? Ja, warum ist es Hubert Dörfler? Scheiße. Eine hohe Geschwindigkeit, krass. Okay, ich versuch's so, Freunde. Kommt Zeit, kommt Draht, wa? Vorbereitung. Ja, es ist Vorbereitung, kann man so sagen. Let's go! Oder Gerald wird besiegt. Oh, scheiße. Gesehen haben sie schon. Und wie komme ich da schnell rüber? Das ist die eigentliche Frage, Freunde. Der wollte schnell nur einen Weg abschneiden. Würde auch schon mal gut helfen, wa? Ne, heute nicht. So, ja, ich weiß, ich kriege keine Erfahrungspunkte, ist mir aber eigentlich so gesehen auch egal. Flieger ist nicht betroffen, sehr gut, dann geht es schon mal darüber. Weil er wird sie angreifen, ist nachher weg. Ein Problem gelöst. Der wird da... Ich meine, das ist Schaden nehmen, kann ich verhindern. Ich meine, ich bin gut, aber nicht so gut. Sie machen bei dir kaum Damage. Das freut mich doch umso mehr. Kann ich da einfach einen Tumult machen? Weil er trifft ja, dann kann er und der Typ hinter ihm sich nicht mehr bewegen. Da wäre gerade super. So. Wobei es nicht mehr weg, nicht mehr vom Black weg war. Egal, das heißt, ich habe den noch, den ich schnell platt machen muss und den. Wobei er muss erstmal hier durch. Okay, das kann eine Weile dauern. Hier, wie ich da muss ich mit Ingrid aber ganz schnell drüber fliegen, aber verdammt schnell. Ich habe keinen Plan, wie das generell funktionieren soll, so schnell sein soll. Okay, ist kein Instant-Kill, dann gehst du auch darüber, vielleicht kannst du dann irgendwie Hilfe brauchen. Ah, Stärke. Stimmt, hat er jetzt auch. Ganz vergessen. Also, dann müssen wir erstmal ganz fix hier durch. Bewegung sind die alle auf 5, wa? Kasper? Mach den Kasper. Faszinierend bewaffnet. Das weiß auch die bessere Wahl ist. Zumindest scheint es so. Dann den bitte ganz... Willst du verarschen? Moment, Auszeit, an den ich Blatt kriegst, dann machen wir es anders. Also wirst du wohl einmal kriegen. Petra, was mache ich bloß mit dir? Ja, du weichst gut aus, aber es hilft mir der Situation überhaupt nicht. Sie doppelt zwar nicht, aber sie killt. Der Outfit plötzlich an.
Ah, Mist, da komme ich nicht so weit. Okay. Du kannst mit Streitkombis ausweichen, nimmst du den. So. Kann man vorschwächen, werden wir nachher direkt weg. Oder ist direkt weg. Die gefällt mir. Die machen einen guten Job. So, Michael muss auch darüber. Ganz, ganz dringend. Linhard, du bist ja eigentlich allgemein gesehen ein bisschen der Heiler für dies und jenes, aber jetzt bist du auch nur derjenige, der ein bisschen brutzeln darf. Also eh schon genug Feuer, also kein Problem für euch. Feuermagier. So, das war's. Was machen die jetzt? Ja, 9 haben wir da noch gesehen. Aber ganz ehrlich, ich komme nie im Leben so schnell dahin, dass ich die alle retten kann und dass sie Schaden kriegen. Nie im Leben. Also, das ist drauf ging jetzt schwierig. Okay, Pferde gefällt mir langsam auch. Nur Petra hat mit ihren Kritzingen noch Probleme. Kacke. Sehr gut. Werde auch weg. Angereiht. Aha, ich muss immer nur so. Okay. Alter, Vater legt los, ey. Okay, so intelligent sind sie zumindest, die Dörfler. Jetzt schon mal versuchen abzuhauen, beziehungsweise auf uns zukommen. Okay. Was? Ach du Scheiße. Ja, unser Feind. Gut, wird irgendwie jetzt im Nachhinein Sinn geben. Wenn es trotzdem noch krass ist. Okay, der wäre soweit eigentlich auch gerettet. Dann fliege ich mal mit Ingrid ganz schnell runter. Bereits mal Schaden bekommen. Okay, natürlich jetzt nicht so geil. Ferdi, ja, du kriegst Schaden, lässt jetzt eigentlich dahin, Kumpel, weil du musst auch schnell runter. Und die kümmern sich jetzt Raphael. Komm schon, Stärke, Verteidigung, gib's mir. Okay. Ich hol 2 Werte, ich kriege einen. War jetzt nicht so geplant, aber okay. So, da unten kriegt langsam Probleme. Dann kommt sie zur Rettung. Du killst schon mal den da oben mit deinem Silberbogen. Bevor wir schon mit Petra Level 20 bin, weil dann müsste ich sie doch theoretisch schon zu Assassini machen können. Und dann macht sie ordentlich Damage. Nee, komm. Also uns jetzt mal so gar nicht. Schnell rüber und die retten. Schaden geht ja irgendwie auch nicht, wa? Egal, Linhard, erreichst du, mit Purgativ? Ja, du erreichst sie gut. So, Mercedes geht dann bitte auch rüber, weil sie kann ja dank ihrem geilen Purgativ, den sie auch hat, ganz nicht nur uns alle retten. Oder zumindest versuchen. Nee, sie kann eben auch andere Dörfler retten. Oder heilen. Das ist doch momentan auch sehr wichtig. So, Kaspar.
Petra, bei dir müssen noch ein bisschen was feilen. Das war halt nicht so schlimm. Bei Kasper, scheiße. Ja, Kasper ist leider er kann nix. Muss man leider so sagen, er kann einfach nix. So. Die rechte Seite dürfte kein Problem sein mit dem Retten. Ich mache mir jetzt auch die linke Seite. Soldaten, ey. So was stimmt, Soldaten war. Ganz kurz darüber. So. Den kriegen noch ohne Probleme, aber der wird echt verdammt schwierig. Außer kann ihm irgendwie einen Weg abblocken. So. Was natürlich dann auch direkt noch machen muss, ist Linhard in eine bessere Position bringen. Ja, nicht heilen, sondern Purgativ hätte ich gerne. Bei ihr, ja, ich müsste... Hier rüber geht auch zu lange. Hier kommen wir nicht allzu weit. Nachher runterlatschen, ja, könnte es klappen, okay. Dann machst du erstmal nichts, bringt sowieso nichts. Hier, Raphael, kriegst du dann Erfahrungspunkte, die du gerne hättest. Wie viel Data bekommst? Jo. Er trifft sogar. Damit rechnet doch keiner. Level 17, komm schon, zeig mir was. Ja, Endika muss ich bei dir unbedingt hochskillen. Ich will sehen, wie geht. Wenn ich jetzt hier, ich weiß, ich kriege nachher Schaden, aber darum geht es mir gerade gar nicht. Es ist noch keiner wirklich nahe dran, war okay. Da wäre der, der nachher gerettet wäre. So. Warum kriegt Charmir viel häufiger als Petra? Gefällt mir nicht. Also doch einer irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Unglaublich hohe Behendigkeit. So. Kasper. Du darfst mal die Silberdinger verwenden. Geht doch, Kleiner, geht doch. So. Hätte man das auch soweit? Dann machen wir ihn.
Mal gucken, dass ich die Truhen noch aufkriege, oder? トマシ殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシュなどではない。我が名はソロン。人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。 Okay. 俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士。あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。 Oh yes. Der Todesritter, endlich. Das wird ein Spaß werden, den platt zu machen. Und wie ich ihn platt mache. Alter. Hä? Wieder plötzlich Heilung bekommen? Entschuldigung. Jetzt kriegt der einfach Heilung. Aha, ein Heilmittel. Okay. Ja, dann passiert dem so schnell mal nichts. Also, ihn müssen wir platt machen. Solon heißt er. Alter, was denn der? Was denn der für Fähigkeiten? Angriff 36 ist ein Dunkelbischof Level 18. Rang 12, Resistenz 23. Ja, lecco mio. Ja, theoretisch mit unserem Magier im Vorschwäche und Michael gibt den Rest. Stab des. Okay, das ist auch eine antike Waffe. Jetzt haben die gleiche Fähigkeit. Ah, nee. Sieht bloß gleich aus. Magie plus 6 natürlich. Lebenssauger. Sind. Alter. Diesmal einer kann nicht verstummt werden. Dankeschön. Damit hätten wir das auch geklärt. Weißt du, einfach sowas von wegen, hey, ich gibt diese Einheit irgendwie einen Zauber, mit dem man andere Magier verstummen lassen kann. Wie geil! Ja, Bossgegner können nicht verstummt werden, weil sie haben diesen extra Skill. Geil. Alter, kann unter Umständen plus 14 Magie haben und einen Kampf einleiten, wegen beiden Kombinationen. Alter, da macht er 50 Damage. Mindestens. Die Frage ist, Todesritter. Natürlich hast du mal dein scheiß Dunkelsiegel. 24. Ja, aber ich kriege ihn platt. Glaube ich. Kein Plan, kriege ich ihn platt? Er hat doch wieder mal so eine Scheiß. Da wieder mal so eine Scheiß Werte, mit dem man einfach wieder ruckzuck kontern kann. Ich muss eine mit den Strategien drauf, haben wir sogar von Edelgard. Es wird zwar verringert, aber er wird trotzdem noch geschwächt, das wissen wir ja. Okay. Trotzdem prinzipiell möglich, hier was zu schaffen. Prinzipiell möglich. Fuck, ich komme noch nicht so weiter, gibt's nicht. Okay. Ich muss trotzdem ganz schnell darüber fliegen, weil bei da oben ist eh noch nicht so viel los. Weil er gerade irgendwie eleganterweise geheilt wurde.
Okay. Dann Ferdinando Egel. Auffällig nichts mehr zu tun, kommt da kann ich weiter da hinten. Ja, ist schon hier bei ihm, war. Scheiße, ey. Theoretisch könnte ich das kaputt machen, um zu dem zu gelangen und dann auch irgendwie zur Truhe zu kommen, aber es sind, ja, es wird trotzdem lustig. So, dann schon mal weg. Okay. Kommt der Petra soll zwar langsam aber sicher, dass sich mal um die Tour kümmern. Aber egal. Er bewegt sich ernsthaft. Scheiße. Er muss ihn killen, es geht nicht anders. Alter! Oh, aber ich hab voll nicht gesehen. Leck mich am Arsch. Ich hab nicht gesehen, dass sie da hinten noch durchkommen. Hä? Da wird neu auf? Okay, Freunde, es wird langsam ein bisschen creepy, das Ganze. Wie es genau weitergehen wird, in der nächsten Folge zurück bei Fire Emblem Three Houses. Ob ein Todesritter platt machen kann instant, ich hab's meine Zweifel. Warum auch immer. Bis dahin, bye bye.